Ja, grüßt euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. So Leute, heute kommt der dritte Teil vom Stream von 9.8.2019. Große Abrechnung mit der Polizei. Rainer hat es hier zu dem Zeitpunkt schon seit einer halben Stunde über die Pinea schwadroniert. Ganz wild gespiegelt im letzten Teil, ohne dass er es gecheckt hat. Und er meinte jetzt hier kurz vor Ende, ja, wenn jetzt dann bald keine Streamers mehr kommen, dann haben sie mich eingesperrt, weil offensichtlich bin ja ich derjenige, der eingesperrt oder in die Klapse gehört. Und ich habe ihm da zugestimmt und fand das ein sehr schönes Schlusswort. Dementsprechend geben wir uns jetzt hier die letzten 10 Minuten. Wir sind das letzte Mal schon so ein bisschen durchgegangen. Wir können uns auf einige Highlights freuen. Wer Rainer nicht beim Fressen zuschauen kann, dem möchte ich jetzt kurze Triggerwarnungen geben. Ihr wisst, normalerweise mache ich keine Triggerwarnungen, aber und ich glaube auch, das Maurer-Dekolleté wird wahrscheinlich nochmal irgendwann kommen. Irgendwann wuchtet er sich wieder hoch und wongelt nach draußen. Auf jeden Fall schaltet er im Laufe des Streams wahrscheinlich noch die Kinderdisco aus, um Serious Talk zu machen. Ne? Auf jeden Fall gehen wir jetzt Hauptsache sagen wir mehr gegen eine in Rainer. Weil ich ja den ganzen Tag Scheiße baue. Es geht schon gut los. Ist richtig, Rainer. Du bist nämlich derjenige, der hergeht, herwongelt und Etzadler die Scheiße baut. Ich hocke hier, ich streame, ihr habt es mitgekriegt, ihr habt nichts gemacht. Ich war hier gesessen, ich habe den ganzen Tag, ich habe die ganze Zeit gestreamt. Ich streame jetzt mittlerweile seit 2,5 Stunden, ne? Ich sitze da nur hier, ich tue einen Scheißdreck. Ich höre ein bisschen... Das ist richtig, du tust einen Scheißdreck. Das ist, was du da tust, ist mit Scheißdreck noch gelobt. Ne? Stunden. Aber du bezeichnest diesen Scheißdreck ja als deinen Beruf. Musik, ich habe nicht mal rumgebrüllt. Ich habe das anders erlebt in der letzten halben Stunde und das war ja nur eine Zusammenfassung, ne? Ich habe gesagt, er soll sich verpissen, habe nicht einmal rumgeschrien. Ja, ganz ehrlich, ob du dann rumbrüllst oder nicht, ist, wenn du die Wortwahl verpiss dich triffst, dann schon auch eher sekundär. Ne? Hat einen aggressiven Grundton, Rainer. Wenn du jetzt da rausgegangen wärst und gesagt hättest, hey du, ist jetzt okay, ja, wir haben alle herzlich drüber gelacht, kann ich da noch was tun? Keine Ahnung, magst du ein Autogramm, magst du ein Poster kaufen oder sowas? Wie können wir das jetzt hier regeln? Dass wir hier friedlich irgendwie auseinandergehen und du gehst deiner Wege und ich hab mal Ruhe, kriegen wir das irgendwie hin? Dann wäre das eine Sache gewesen, wo ich sage, okay, versucht jemand irgendwie friedlich den Konflikt zu lösen. Aber rausgehen und sagen, verpiss dich und dann sagen, ich tue ja gar nichts, ich bin ja nicht der Aggressor. Das passt halt nicht zusammen, Rainer, das passt halt einfach nicht zusammen. Hab es aufgenommen sogar alles, hab gesagt, er soll schauen, dass er abhaut. Was ist das jetzt? Jetzt kommt der nächste Idioten und stellt sich vor mein Grundstück, Alter. Ja, also ein schöner Sommertag gewesen, auf jeden Fall, ha? Schoko, dieses Mal hast du einen Fehler gemacht. Hat der gerade Schoko gesagt? Ist da gerade, wie er sagen würde, Afroamerikaner draußen, den er gerade als Schoko bezeichnet hat? Seriously? Wie gesagt, rassistische Beleidigung Schwarzen gegenüber, da hält er sich seltenst zurück. Das ist ja auch der Grund, warum er auf Twitch gebanhammert wurde. Und wir kennen aus diversen anderen Videos, was er zu schwarzen Leuten alles gesagt hat. Dinge, die ich hier nicht wiederholen darf, ansonsten wird mir dieser Kanal in Grund und Boden gestampft und zwar zurecht. Aber der Rainer ist ja kein Rassist, gell? Na, er hat sich immer gegen Rassismus eingesetzt, deswegen wohnt er jetzt auch hier beim Nazi-Uwe in der Butze. Wisst ihr, das ist das Nächste. Die Polizei beschwert Macht ihren Job nicht. sich halt die ganze Zeit, dass ich anrufe und dass ich die ganze Zeit Nummern durchgebe, also Kennzeichen durchgebe, ja, und sagen, wir können nichts machen, weil die müssen wir auf frischer Tat tappen. Warum stellt ihr denn nicht einmal im Monat oder was, oder zweimal im Monat hier eine Streife hin? Ihr würdet so viele Leute hier kriegen, ohne Scheiß. Ja, Rainer, weil das ist kein Videospiel,
in dem es darum geht, möglichst viele Kuchenkinder zu fangen, um eine Trophäe zu bekommen. Rainer, das ist die Realität, das ist deren Beruf, ja, für Recht und Ordnung zu sorgen in einem Landkreis, wie bereits erwähnt, wo 100.000 Leute wohnen. Nicht bloß du. 100.000 Leute mit richtige Probleme, wo tatsächlich einmal auch richtige Straftaten passieren. Und da gehen die halt dann dahin und kümmern sich drum. Und ob da jetzt 3 Kuchenkinder draußen stehen und am Zaun rütteln oder Herr Winkler rufen oder einer mit dem Auto vorbeifährt und vielleicht kurz hupt, das ist denen gerade geschmeidig scheißegal. Und womit? Mit Recht, Rainer. Mit Recht. Und wir hatten es im letzten Video hier, die Geister, die ich rief. Du hast es immer noch nicht begriffen. Obwohl es da der Herr Müller ja vor der Schanze 2016 beim Bosa-Verkauf auch deutlich gesagt hat. Wo er dir gesagt hat, hey, du bestellst die Leute daher und wenn sie dann da sind, rufst du uns an, damit wir sie wegmachen wegen Hausfriedensbruch. Das beißt sich ein wenig. Und da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso wie ein Blitzer, Alter. Da kann man einen Blitzer irgendwo hinstellen. Die würden so viele Leute blitzen, inklusive des einen Nachbarn dauernd. Sowas wie lässt sich nicht provozieren, können nur Leute sagen, die keine Ahnung haben. Ganz ehrlich. Das können nur Leute sagen, die keine Ahnung haben. Irgendwann werde ich einen von denen so krankenhausreif schlagen und das veröffentlichen, wie ich das gemacht habe, dass ich vielleicht ein paar Monate im Knast bin, aber hinterher sich niemand mehr in meine Nähe traut. Ja, genau so wird es passieren, Rainer. Reini, ich habe Bilder von dir gesehen, ein paar Jahre später. Also klar, es gab auch genügend Bilder irgendwie von vor der Schanze. Aber ein paar Jahre später, ihr erinnert euch irgendwie, was war das? Würzburg? Am Bahnhof? Am Gleis? Das war ganz schön Skrischball, ha? Und der hat aber gut gegeben. Der hat da gut gegeben. Und dafür, dass du das einfach das Vierfache von dem gewogen hast, hat er dir ordentlich aufs Fressbrett poliert, ne? Aber richtig. Wie willst du, der Körperklaus, der sich auf 250 Kilo Behindertengrad hochgefressen hat, wie willst du jemanden von denen wirklich so krankenhausreif prügeln? Wie gesagt, wenn du jemanden ernsthaft verletzt hast, dann war es immer durch Zufall, durch Zuhilfenahme von irgendwelchen improvisierten Waffen, die gerade rumgelegen sind. Und du kannst so froh sein. Du kannst so froh sein, dass du so ein Körperklaus bist und wirfst wie ein Mädchen. Wenn du mit der Axt einen getroffen hättest, dann wärst du heute noch im Knast. Bei der Tasse, wenn du richtig am Kopf triffst, heute noch im Knast. Du hast so einen Dusel gehabt, auch mit dem Bogen von der Dachterrasse in die dunkle Nacht irgendwie auf die Hater schießen. Alter, da hätte einer hin sein können, da wärst du wahrscheinlich wegen Mordes dran gewesen, weil Heimtücke ist, das ist heimtückisch, ist einer von diesen Punkten, an denen man dann sagt, ja, ist Mord, ja. Aber mindestens wegen Totschlag oder, was weiß ich, gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas. Auf jeden Fall wärst du heute noch im Knast, Rainer. Ich sag, die eigene Dummheit und die eigene Unfähigkeit haben dich da aus Winklerglückgründen davor bewahrt, ins Kittchen zu gehen. Wahrscheinlich werde ich mir dafür gleich noch irgendeinen Riesen raussuchen, der richtig Muckis auszieht. Ja, genau. Wissen wir ja, jedes Mal, wenn er draußen irgendwie tatsächlich, wenn er gestanden ist, der ein bisschen stabiler gebaut war, hat sich Rainer nicht rausgetraut. Ne, körperliche Konfrontation hat er immer nur gesucht, irgendwie mit irgendwie Krischball-Kuchenkindern und das auch dann immer nur provisorisch bewaffnet. Oder halt von hinterm Zaun mit dem Pfefferspray sprühen. Glaubst du, wenn da wirklich so 1,90 Typ draußen steht, oder so 2 Meter Schrank, richtig aufbackelter, dass der Rainer dann rausgeht und da hat er sich wieder irgendeinen wilden Film angeschaut. Ja? Irgendeinen Knastfilm, wo es heißt, ja, du musst den fiesesten Typen musst du irgendwie fertig machen, um Respekt im Knast zu haben. Irgend so einen Dreck hat er sich da vorher angeschaut. Er sucht sich irgendeinen Großen raus, um den dann zu verwemsen, damit die anderen dann Angst vor ihm haben und nie wiederkommen. Genauso wird's passieren, Rainer. So zusammenfotzen, dass der in seinem Leben nur noch aus der Schnabeltasche saufen kann. Ja. Ganz ehrlich, sogar wenn das passieren würde,
Das ist ein angenommen, wir sind in Bizarro World und ein wirklich körperlich behindert gefressener Rainer Winkler schafft es, irgend so einen Schrank so krankenhausreif zu prügeln. Ja, dann sitzt er ein paar Jahre im Knast und wenn er nach Hause kommt, dann steht ja die Chance nicht mehr. Ne? Ehrlich. Dann traut sich das vielleicht keiner mehr, Alter. Und direkt die nächsten Spasti-Kinder. Noch ungefähr 15 Minuten. Dann ist es 3 Stunden her, dass ich die Polizei gerufen habe. Wisst ihr, was geil war? Vor ein paar Tagen war auch wieder die Hölle los. Rufe ich bei der Polizei an, sage, ich habe schon wieder Stress, sind schon wieder Idioten da, die schon wieder Stress machen, Scheiße bauen, was ist ich alles. Er sagt, wir haben keine Zeit. Dann fange ich an zu lachen, ich konnte nicht anders, du musst nicht lachen. Und ich fange an zu lachen, dann fragt er, ja, was ist denn los, warum lachen Sie jetzt, was war dann so witzig? Weil es jedes Mal so ist, jedes Mal, wenn ich bei euch anrufe, heißt es, wir haben keine Zeit. Ja, ist richtig. Wundert mich überhaupt nicht, finde ich gar nicht lustig im Endeffekt, das ist halt so. Ja? Natürlich. Er hätte auch sagen können, wir haben keine Zeit für deine belanglose Scheiße. Hör auf, die Leute zu provozieren, dann kommen sie auch nicht, dann müssen wir nicht ausrücken. Fresse halten, Fresse, Wingel. Ich kann früh anrufen, Mittag anrufen, nachts anrufen, scheißegal, irgendwann, wenn einer da ist. Ich rufe an, es ist nie jemand da, der Zeit hat. Nie. Ich habe genug Freunde, ich brauche keine Freunde. Nein, Rainer, du hast keine Freunde. Die Kasperl, die dir auf deinem Discord ins fette Arschgebirge kriechen, sind nicht deine Freunde. Ne? Ganz ehrlich, das sind die schlimmsten Hater, die du hast. Das sind die schlimmsten Hater. Und die haben echt dann auch für legendärste Momente gesorgt. Ja, ich könnte mich heute noch bepissen vor Lachen. Und wie gesagt, jeder andere Mensch, fast jeder andere Mensch auf der Welt hätte mir leid getan bei sowas. Ich könnte mich heute noch bepissen vor Lachen, wenn ich mir vorstelle, wie er den vollkommen gesunden Cookie im Rollstuhl durch den Zoo schiebt. Das sind sie, deine guten Freunde. Oder? Wie er durch Deutschland reist und sich die ganze Zeit wundert, woher jetzt die Hater wieder wissen, wo er ist und dann sich nimmer traut, irgendwie aus dem Hotelzimmer zu streamen, ne? Weil er sagt, ja, egal, und wenn ich vor der weißen Wand stehe, die kriegen das irgendwie raus durch das Licht, wie es durchs Fenster fällt oder sonst irgendwas, wo ich bin. Ich verstehe nicht, wie das geht. Und die müssen das ja rausfinden, woher sollen sie es sonst wissen? Und nicht auf die Idee kommt, dass er genau einer Person gesagt hat, wo er ist und das danach immer sofort geleakt wurde. Das ist halt ein guter Freund der Frankengamer gewesen, dem er dann gesagt hat, im Übrigen bin ich jetzt in dem und dem Hotel und dann kommen die da hin und dann, wie haben die mich jetzt schon wieder gefunden? Der Frankengamer kann es ja nicht gewesen sein, das ist ein guter Spätzle von ihm. Bild. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich wäre zu gern dabei gewesen, wie Rainer den Cookie im Rollstuhl durch den Zoo schiebt. Leute, ich habe Freunde. Aber das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist einfach mal meine Ruhe zu haben. Und zwar nicht einen Tag, nicht eine Woche, sondern mal ein paar Monate, ein paar Jahre am besten. Rainer, wir befinden uns jetzt noch im Jahr 2024. Und du hast jetzt aktuell deine Ruhe. Klar, Kasper wie ich machen immer noch Content über dich. Aber es gibt auch einfach zu viel Content, den man noch behandeln kann. Und es macht mir auch Spaß. Ne? Ist ein Hobby von mir. Und ich mag das auch irgendwie mit der Community interagieren, die Kommentare beantworten, auch andere Leute kennenzulernen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Bewährungsversager was gemacht und mit der guten Sigrid was gemacht und so. Und es sind super, super nette Menschen. Und das macht mir Freude. So, es ist ein nettes Hobby und vor allem in der heutigen Zeit ist es ein Hobby, was man relativ, ja, ohne viel Aufwand betreiben kann. Ich bin früher gern Bowling spielen gegangen. Ich kann heutzutage nicht mehr einmal in der Woche Bowling spielen gehen. Keine Chance.
Ja, keine Chance. Knapp 3 Stunden hat es gedauert, jetzt ist die Polizei da, Alter. Fast Ja, großartig, Rainer. Dann kannst du doch jetzt zufrieden sein. Jetzt sind sie doch da. ist das einfach nicht. Das erste Mal habe ich angerufen um 15:31 Uhr und jetzt haben wir 18:25 Uhr. Also fast 3 Stunden habe ich jetzt warten dürfen, Alter. Und was erwischen es denn noch? 2 Leute, die zufällig jetzt noch runtergelaufen sind. Von 9 Leuten oder 10 Leuten, die hier waren. Und Ja, und passieren wird halt genau gar nichts. Ne? Die kommen jetzt dahin und dann heißt ja, Anwohner haben sich beschwert, Anrainer haben sich beschwert. Sie haben jetzt hier, ne, sie kriegen jetzt hier Platzverbot für die nächsten 24 Stunden und fertig ist er. Und dann gehen wir nach Hause. Oder gerne im Roten Herz ein oder so. halten nicht mal an, die fahren einfach vorbei, eiskalt. Die Leute wundern sich, warum ich rausgehe und die Leute auf die Schnauze hau. Abgesehen davon, dass die meisten so Alexa, schalte einen 15 Minuten Timer. Alter, hallo. Was eben so mit Gewalt, du blödes Drecksstück. Alexa, schalt einen Timer 15 Minuten betreff Pizza. Betrifft Pizza-Timer 15 Minuten ab jetzt. Keine Ahnung. Er dreht da die Mucke auf bis zum Anschlag, das gerade so scheppert und wundert sich, warum die Alexa nicht mehr checkt, was er ihr sagen will. Geil. Ja. Ahnung. Ich habe jetzt nur gesehen, wie die mit den Leuten kurz geredet haben. Die Leute laufen jetzt weiter und die fahren jetzt weiter. Ich könnte so kotzen, Alter, ohne Scheiß. Ja, was hätten sie denn tun sollen? Rainer, es ist immer noch die BRD und nicht Nazi-Deutschland. Die haben keine Handhabe. Die kommen dahin, da laufen 2 Leute auf der Straße rum. Den einzigen Anhaltspunkt daran, dass die irgendwas Unrechtes getan haben könnten, ist, dass der Junge, der dauernd Wölfe ruft, angerufen hat und gesagt hat, Wölfe. Dass die überhaupt kommen und sich mit denen überhaupt unterhalten. Denen höchstwahrscheinlich irgendwie halt so ein Aufenthaltsverbot da gegeben haben. Ist schon wirklich alles ausgereizt, was sie hätten machen können. Das ist schon das Maximum, Rainer. Wisst ihr, ernsthaft, ich weiß echt nicht, ich sag echt niemandem, wie er seinen Job zu machen hat, aber das ist echt das Letzte. Rainer, dafür, dass du niemandem sagst, wie er seinen Job zu machen hat, sagst du ganz schön vielen Leuten, wie sie ihren Job zu machen haben. Da ist ja die Polizei nicht alleine mit dem Problem. Ja? Du hast ja die Politik und den Richtern und Staatsanwaltschaft und sowas, denen hast du auch schon alle gesagt, wie sie ihren Job machen sollen. Dem Sollenbeck hast du gesagt, wie er seinen Job machen soll. Anderen Streamern hast du gesagt, wie sie den Job machen sollen. Den Hatern hast du ja nicht gesagt, wie sie ihren Job machen sollen, aber du hast sie als arbeitslos bezeichnet. Schlägt mehr oder weniger in dieselbe Kerbe rein. Aber Rainer erzählt niemandem, wie er seinen Job zu machen hat. Na, natürlich nicht. Ja? Was ich übrigens vergessen habe bei meinen Verletzungen ist, mein Daumen ist verstaucht. Ja, war krass, Rainer. Verstauchter Daumen. Ne? Müssen wir die leider notschlachten, hilft nichts, gell? Guter Witz, Alter. Guter Witz, ernsthaft. Die werden doch nicht festgenommen. Die kriegen ja Platzverweis und dann kommen sie morgen wieder. Wenn die eigene Polizei hätten. Richtig, die kriegen Platzverweis und dann kommen sie morgen wieder. Obwohl, die kommen morgen nicht wieder. Das ist ja das Problem. Rainer hat ja nicht gecheckt, dass das nicht immer dieselben Leute sind, die da kommen. So, die kriegen einen Platzverweis, ist denen scheißegal, weil die waren da und die wollten jetzt eh nach Hause. Und die morgen kommen, sind andere Leute und die haben halt keinen Platzverweis. Ne? Alter, wäre ich froh, da würde ich direkt neben die Polizei ziehen, Mann. Oder dann würden die wenigstens direkt was unternehmen. Ja, Rainer, das hast du dann zu deiner obdachlosen Staffel ein paar Jahre später tatsächlich gemacht. Direkt neben die Polizei ziehen. Hast eine richtig schöne kalte Nacht irgendwie direkt gegenüber von der Binär auf der Parkbank verbracht. Und ansonsten hast du danach deine Tage im Sommer sitzend auf dem Zarenstein vorm Nürnberger Hauptbahnhof direkt in Sichtweite der Polizei verbracht. Geholfen hat's dir gar nichts. Ich muss mal oben nach meinem Badezimmerfenster schauen. Die Hater haben nämlich vorhin zweimal was dagegen geworfen. Ich hoffe, das ist noch ganz. Ach ja, und die, wo was dagegen geworfen haben, sind natürlich welche von denen, die schon abgehauen sind. Ja, passiert, ja.
Ähm, Wäre ja auch zu einfach, wenn nicht. So. Mein Fenster hat eine fette Delle. Kaputt ist es zum Glück nicht. Aber hat jetzt einen schönen. Rainer. Wie sage ich dir das jetzt? Das war unterirdisch schlecht gelogen, sogar für deine Verhältnisse. Dein Fenster hat eine fette Delle. Rainer, dein Kopf hat eine fette Delle. Ein Fenster besteht aus Glas. Glas ist sehr spröde. Das gibt nicht nach. Es ist hart, aber sehr spröde. In Glas kriegst du keine Delle wie in ein Blech oder sowas rein, ne, in ein Autoblech, sondern das bricht. Das Fenster hat eine fette Delle. Also wie dumm kann man eigentlich lügen? Wie brunzblöd kann man eigentlich sein, dass man als 30-Jähriger die Eigenschaften von Glas nicht gut genug kennt, um zu lügen darüber, ob das Fenster kaputt ist oder nicht. Du bist jetzt so hochgewongelt und hast dann gedacht, oh krass, ja, wenn die das Fenster eingeschmissen haben, dann kann ich jetzt hier im Stream wieder beschweren darüber, dass das Fenster eingeschmissen wurde. Und dann hast du festgestellt, scheiße, das Fenster ist ganz. Ja, was lüge ich dann? Ja, es hat eine Delle. Eine Delle. Das Glasfenster. Du brunstdepperter Vollidiot. Ganz ehrlich. Für diese Lügen, und ich wette was, der war als Kind schon genauso ein verlogener Hohenkobold wie jetzt. Und der ist dafür einfach nicht oft genug übers Knie gelegt worden. Ja, wenn er versucht hat, irgendwelche Leute anzuschwärzen und irgendwelchen Leuten irgendwie ans Bein zu pissen, mit Lügen, was sie ihm nicht angeblich alles angetan haben, rausgekommen ist, okay, da hat er gelogen, der hat einfach übers Knie gelegt gehört. Und zwar rigoros jedes Mal, 3/4 Stunde lang. Ein Kratzer drinnen. Polizei Fenster hat der Delle, ey. Krieg mir nimmer. ist auch gerade nochmal runtergefahren, schauen schön rauf zu mir, grinsen richtig. Weiß nicht, ob die mich überhaupt gesehen haben. Nichts Kirmes. Schauen so, fahren sie vorbei, so grinsend. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, wie viele das insgesamt waren. Also es war einer, der Motorradfahrer, wegen dem ich ursprünglich angerufen habe. Der ist dann abgehauen und ist dann wiedergekommen. In der Zwischenzeit, wo der weg war, sind 4 weitere gekommen. Das heißt, im Ganzen waren es dann mit dem Motorradfahrer 5, weil der ist ja wiedergekommen und hat dann die 4 dann noch verstärkt. Dann sind 2 Leute, ein Mann und eine Frau, mit dem Auto raufgefahren, haben dann oben geparkt, sind runtergelaufen, waren dann auch noch da. Und waren also insgesamt dann 7. Und jetzt gerade habe ich noch mitgekriegt, da waren die 2 Typen, die gerade runtergelaufen sind. Das waren die vorhin schon hier gestanden waren. Waren also insgesamt 9 Leute. Nein. Wenn die vorher da schon waren, dann hast du die vorher schon mit reingezählt. So, dann sind wir immer noch bei 7, Rainer. Nur weil die einmal ums Eck gegangen sind und wieder zurückgekommen sind, zählen die nicht als neue Leute. Ne? Im Ganzen, wo hier waren. Ja, und das fast 3 Stunden lang. Ich warte jetzt noch, bis meine Pizza fertig ist und dann werde ich mal offline gehen. Ja, Leute, es dauert noch ein paar Minuten. Ich muss sehr viele Triggerwarnungen aussprechen in letzter Zeit. Ich sehe schon kommen. Leute, wenn ihr ein Problem damit habt, Leuten beim Fressen zuzuschauen, und vor allem, wenn es den Ekelfaktor hat wie bei Reini, wird es schwierig, ne, gegen Ende dieses Videos. Wenn der Alexa-Timer für die Tiefkühlpizza fertig ist, dann... Ich hasse das auch. Leuten beim Fressen zuzuschauen, aber dann müssen wir jetzt durch. Lächerlich, dass sie da nichts machen. Ja, pass auf. Wenn die Neustadt nicht genug Kapazität haben, ist es okay. Ja? Ist vollkommen verständlich. Die haben nicht tausende Leute. Aber 100.000 Leute, Rainer. wenn die Neustadt keine Kapazität haben, dann müssen sie halt in der Umgebung, in den anderen Bezirken anfragen. Ja, genau. Weil die haben ja nichts zu tun, wissen wir ja. Weil da wohnt ja nicht der Drachenlord in den benachbarten Landkreisen. Easy. Da sollten sie wieder wie 2018 beim Schanzenfest hier von irgendwelchen Fußballspielen die Bullen abziehen, damit dann da irgendwie Hooligans randalieren und zigtausende Euro von Sachschäden entstehen und sie die Leute auf die Fresse hauen. Das ist eine sehr gute Idee, Rainer. Bloß, weil du dir einbildest, dass du ein großer Internet-Zampano bist. Meine Ortschaft ist sehr nah an 2 weiteren Bezirken. Also insgesamt gibt es 3 Bezirke. Ich bin zwar im Neustädter Bereich,
Aber es gibt 2 weitere Bezirke, die fast an meinen Bezirk grenzen, wo ich bin. Also ich bin quasi am Randbezirk von Neustadt. Und da müssten theoretisch gesehen dann eigentlich ja zum Auracher oder Langenzenner kommen können und dann hier was machen. Sag mal, täusche ich mich oder wird mein Arm immer blauer? Ja, richtig, der wird immer blauer, weil du die ganze Zeit mit deinem Finger drauf hinpokst, während du das in die Kamera hältst. Also du vergrößerst diesen blauen Fleck künstlich, indem du da immer wieder mit dem Finger drauf, da haben die mich vom Donnerstag, ich habe einen blöden blauen Flecken, mi. Habe ich irgendwas genommen wegen Blutverdünnung? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht wirken die Wassertabletten Blutverdünnend, ich kann es ja nicht sagen. Nee, ich habe nichts genommen wegen Blutverdünnung. Also ich würde fast sagen, es wird blauer. Kann mich aber täuschen auch. Das muss ich dir gleich mal austreiben, King. Die haben nicht mein Haus beschützt, sondern das Dorf. Genauso wie an meinem Geburtstag dieses Jahr. Allerdings war das, naja. 14 Uhr hat es eigentlich geheißen, dass die Streifen hier sein sollen, das Dorf aufpassen, dass keiner ins Dorf kommt, dass die Scheiße bauen hier. Und was ist passiert? Waren insgesamt wie viele Leute? 15 Leute oder was? Ein Versammlungsverbot von 12 Leuten gibt's. Die Zivilstreife steht dabei. Die Typen kommen immer wieder. Ja, wenn aber die Leute nicht zusammengehören, so dann hat sich das. Ne? Mein Grundstück lösen, immer wieder den Alarm ausschreien, immer wieder rumgehen. Wir immer weiter auf den Sack, immer mehr. Und was ist passiert? Ich wurde angezeigt, weil ich der Aggressor bin, weil ich mit einem Stock auf die geschmissen habe, nachdem die mich 1000-mal beleidigt haben. Ja, das ist richtig. Weil auch da die Verhältnismäßigkeit mal wieder nicht gegeben wurde. Nachdem die mich 1000-mal immer weiter genervt haben und einfach nicht die Fresse halten wollten und abhauen. Und die Zivilstreife hat nicht eingegriffen, bis dann die Polizei gekommen ist, also die normale Streife. Und dann bin ich angezeigt worden, weil ich der Aggressor war. Ey, Ja, richtig, Rainer. Und ganz ehrlich, ich verstehe das auch. Dass man sagt, wir schicken da eine Zivilstreife hin, weil dann sehen wir tatsächlich, wie sich das, wie sich diese Dynamik entwickelt. Wer dann da der Aggressor ist. Weil in dem Moment, in dem uniformierte Polizisten da sind, verhalten sich alle Leute und vor allem du anders. Da gibst du dann den armen Mann, der da hier irgendwie belästigt wird und der nie irgendwas getan hat. Und wir haben das auch gesehen, wie gesagt, in diesem einen Video, wo er da aus dem Rudi A4 rausgegriffen hat, um den Polizisten da seinen Ausweis wegzunehmen. Diesem Zivilpolizisten, als er dann gecheckt hat, dass der Polizist ist so klein mit Hut geworden. Und dann haben die gesagt, hey, Moment einmal. Wir schicken jetzt da Leute in Zivil hin. Dann sehen wir, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, wenn keine uniformierten Polizisten da sind. Wenn keiner damit rechnet, dass da Polizei gerade vor Ort ist. Und dann kann die Polizei als Zeuge dann tatsächlich eine Aussage treffen. Wer da der Aggressor war und wer nicht. Und die haben festgestellt, dass du derjenige warst. Weil du, dumm, wie du nun mal bist, einfach gedacht hast, ja, das sind auch Hater. Polizei ist weit und breit nicht zu sehen, da kann ich machen, was ich will. Und dann gehe ich raus und dann provoziere ich die und greife die an und wenn dann die Polizei kommt, dann heule ich denen einen vom armen dicken Mobbing-Opfer vor. Nicht wissen, dass die dabei stehen und das sehen und wissen, dass du lügst, Rainer. Dass eben wieder du derjenige warst. Ohne Scheiß. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gucke jetzt eine Folge Survival Duo, ich hab Bock drauf. Ja, mach das, Bevor ich Rainer. jetzt anfangen. Soll ich das gucken und ihr guckt dann halt ein bisschen mehr damit zu, dann gehe ich aber halt, dann schaue ich aber halt hauptsächlich hier das Survival Duo an und werde dann noch essen dabei und danach werde ich wenn dann die Folge rum ist, werde ich dann den Stream beenden. Ja, nee, Rainer, ja, es ist wirklich, dass er diese Frage überhaupt stellt. Wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin dagegen, dass jemand irgendwie, wenn er ein Video aufnimmt oder im Stream sitzt, irgendwie frisst. Es sei denn, es ist hier so ein 24-Stunden-Stream, dann musst du irgendwann mal was fressen. Aber wenn ich jetzt hier so einen 2-3-Stunden-Stream mache, fresse ich davor oder danach. Ja, fertig. Aber die Dreistigkeit zu haben, dann zu sagen, ja, ich schaue mir jetzt eine Folge irgendwas, Survival, bla 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 an, ich habe nicht zugehört, und fress währenddessen meine Tiefkühlpizza und ihr dürft mir dabei zuschauen und die Barnen ausschmeißen, ist halt einfach, es ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Oder soll ich lieber noch ein bisschen Musik spielen, bis meine Pizza fertig ist? Alexa, stopp. Beides nicht. Rainer, du sollst jetzt den Stream beenden, dann kannst du so viel Musik hören, so viel Survival, bla, schauen und Pizza fressen, wie du lustig bist. Die Pizza ist in ungefähr 6 Minuten fertig. Ist kein TV, ist Internet über, wie heißt das?
ich schaue das über D-Max an, online. Gibt es ja die Möglichkeit, das darf man ja legal anschauen auf D-Max. Ja, aber man darf es nicht streamen, Rainer. Man darf es nicht streamen. Weil wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich das jetzt anfangen, dann gucke ich die Folge noch fertig. In der Zeit bin ich dann noch da, es geht noch etwa 44 Minuten, dann bin ich so lange noch online. Ja, irgendwer hat geschrieben, ihr postet mal den Link von der Doku, das wäre wenigstens, also das wäre das Mindeste, dass man sagt, hey, wenn man das irgendwie zusammenschaut, dass ich dann den Link poste, dass die Leute dann mitgucken können, aber das ist halt auch kreuz, quer, Kern behindert einfach, ne? Ich könnte mir immer den Arsch ablachen. Wenn die Typen auf ihre kleinen Roller mit die 25 km/h hier vorbeibrettern mit ihre 40. Ja, ich könnte mir immer den Arsch ablachen, wenn ich sehe, wie es dich mit diesem komischen Roller auf die Fresse gelassen hat. Oder 50 und dann immer so einen Crosshelm aufhaben. Könnte ich mir jetzt mal den Arsch ablachen. Hammer ist weg, den habe ich rausgeballert, weil er einfach nur Scheiße gelabert hat vorhin. Was zum Fick tut er mit diesem scheiß Spray? Jetzt habe ich, glaube ich, die Linse getroffen. Ja, die hast du vorher auch schon getroffen, du brunstdepperter Hund. Ich will jetzt direkt auf die Linse langen oder auf das Zeug langen, weil ich ja gleich mal eine Pizza essen will. Und da brauchst du eine gute Linse, damit man es gut sieht, oder was? Das kannst du nicht trinken, weil das Problem ist, selbst wenn du Wasser findest, ist das durch das Salz in der Erde und im Boden einfach salzig. Und das kannst du nicht trinken. Da müsstest du einen Destillator bauen, damit du es überhaupt trinken kannst. Hat er gerade gesagt, man kann Grundwasser nicht trinken, weil das zu salzig ist, weil es im Boden ist? Der Gesichtsausdruck von ihm passt genau zur maximalen Dummheit dieser Aussage. Gerade kenne ich mich ein bisschen aus, auch wenn ich nicht so ausschaue. Alexa. Im Survival kennt er sie aus, Alter. Wir haben ein paar Jahre später mitgekriegt, wie er sie im Survival auskennt. Dass er dann in Emskirchen im Wald gesessen, irgendwie unter der Plane, klatschnass mit nacktem Oberkörper. Stopp den Timer. Boah, jetzt Rainer. Jetzt dann langsam wieder gut mit dem Maurer-Dekolleté. Das ist ein Klassiker, oder? Ich glaube, da hat es 1000 Memes gegeben. Der Mann ist zu faul, sich ein Messer abzuspülen, um seine Tiefkühlpizza zu fressen. Ja, stattdessen frisst er sie so vom Brett runter. Alter, es tut mir leid, das ist wirklich ekelhaft, was er da gerade tut. Alter. Alter, wie ein Tier. Er schiebt sich das wie ein Tier in die Fresse. In welche Richtung? Berge sind ein lohnendes. Doch ohne Brenner ist man nicht durcheinander. Das könnten aber auch 20 Kilometer mal so weit entfernt wie man. Sieh mal, Staubteufel. Ja, das war eine mitunter heiße und sandige Wüste. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt hier auch. Ja, irgendwas sagt er dann noch, wenn er fertig ist mit Fressen. Es ist auch wirklich, wie er das frisst. Ich meine, ich esse auch relativ schnell. Ich hab das so drin, fragt's mir nicht warum. Ich esse relativ schnell, aber Rainer nimmt ja einen Bissen von der Pizza und anstatt, dass er den erst einmal kaut und runterschluckt, nimmt er gleich nochmal ein und noch, der beißt ja 3-mal von der Pizza ab, bevor er schluckt. Erst dann, wenn das Maul so voll ist, dass er kaum noch Luft kriegt, dann schlingt er das wie so eine Ente runter und dann wird gleich nachgeschoben. Sich damit nicht löschen sind mit ihrer zeitzeitigen. Ist ein bisschen was in den falschen Hals gekommen, Rainer. Erstmal wegschmeißen. Ja, erstmal wegschmeißen, einfach in die Ecke schmeißen, aber er ist kein Messi, gell?
Wieso abonnierst du jemanden, wenn du den überhaupt nicht kennst? Verstehe ich nicht. Damit ist es durch. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, ins Wochenende besser gesagt. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss. Tja, ja, was soll man jetzt dazu nur sagen? Wie er die Pizza da ist. Passt auf keine Kuhhaut drauf. Was haben wir jetzt hier? 35 Minuten aus? So kurzer dritter Teil. Leute, wir wissen jetzt Bescheid, ne? Die Polizei macht ihren Job nicht, der Rainer ist nicht derjenige. Das war jetzt die Zusammenfassung vom Stream. Es war ja sehr viel rausgekattet. Die Zusammenfassung vom Stream sind 40 Minuten. Wahrscheinlich wird der ganze Stream 1,5 Stunden oder sowas dauert haben. Nehme ich mal an. Und man kann es zusammenfassen mit Rainer ist widerlich, wenn er frisst und er ist nicht derjenige und die Polizei macht ihren Job nicht. Ja? In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut und Metal off.